So, hallo, herzlichen guten Morgen. Heute ist Tag der Biene. Und weil wir leider am Sonntag nicht mit Gästen laufen durften, das war veranstaltungsmäßig noch nicht erlaubt, haben wir gedacht, wir drehen für euch einen kleinen virtuellen Spaziergang. Ich stelle euch mal meine Kollegin vor, die Patricia Günther ist Bienenprodukteberaterin. Hallo, guten Morgen. Wir gehen jetzt mal los Richtung Felsengärten. Hier in der lebendigen Weinberglandschaft oberhalb des Neckars kann man sich so richtig gut erden und erholen. Alles duftet jetzt nach dem Regen. Es ist unglaublich intensiv. Und hier ist eine Blühwiese. Wir freuen uns an dem leuchtenden Blau, das der Boric ausstrahlt. Und die Bienen schmausen so lang. So, und hier haben wir jetzt einen Ort erreicht, wo wir auch bei unserer Schleckergöschles-Tour dann mal einen Stopp einlegen. Was ist es denn? Also Katrin, hier sind wir jetzt an einer Nisthilfe angekommen. Unterschiedliche Materialien sieht man da drin. Hier können kleine Kriecher reinschlüpfen und hier sind unterschiedliche Löcher reingebohrt worden. Da haben unterschiedliche Durchmesser von den Löchern. Weil die Insekten ja auch unterschiedlich groß sind. Genau, unterschiedlicher Body Mass Index ist mit dabei. Und dann ist auch für die kleineren gesorgt. Richtig. Die kleinen passen in die große Wohnung, aber wenn die großen alle Wohnungen belegen. Ja, aber auch so nicht. Die kleinen gehen in die kleinen Löcher, die großen in die großen, weil sonst müssen sie ja noch mehr sammeln, damit sie die Löcher nachher zu Richtig. bekommen. Die brauchen dann mehr Material. Genau. Okay, also jeder dahin, wo es für ihn passt. Richtig. Hier im Weinberg geht ein ordentlicher Wind. Und den brauchen wir auch, um die Weinreben zu bestäuben. Also da werden nicht wirklich Bienen benötigt. Aber die Bienen haben hier durchaus auch ihren Lebensraum. Zwischen den Zeilen sorgen wir durch eine schöne Blühmischung dafür, dass der Weinberg belebt bleibt. Gerade zum Beispiel die Buntnesseln werden gerne angeflogen. Und das Highlight unserer Schleckergöschles-Tour ist natürlich dann ein Frühstück mit Bienenprodukten. Was gibt es denn da alles Leckere im Körble? Im Körble. Lecker. Es gibt Croissants mit Brezel und Brötchen. Ich nehme ein Croissant. Und hier habe ich auch was. Müsli. Ja, aber das ist ja nicht nur jetzt mit der Haferflocken, sondern da kommt ja noch gewisses rundherum dabei, ja, wenn es dann wirklich da dran geht. Aber das ist Mal dann frisch anmachen mit Genau. Milch, wie man mag, oder mit Saft. Saft gibt es natürlich auch, denn wir sind im Weinberg. Aber guck mal, was ich hier jetzt noch mitgebracht habe. Ein Bärenfang. Wir waren zwar nicht auf der Bärenjagd, aber wir haben den Bären gefangen. Ein leckerer Likör, der wirklich zu empfehlen ist. Den nehme ich zum Schluss. Ein kleines Sektfrühstück ist natürlich auch immer was Erbauliches. Wir haben jetzt hier einen Prosecco dabei. Ich lasse mich überraschen. Okay, Honig hat es natürlich auch und Traubengelee. Denn auf unserer Schleckergöschles-Tour sind wir unterwegs im Ländle, wo Wein und Honig fließen. Und ein Frühstück mit Bienenprodukten kann zum Beispiel so aussehen. Weil wir ja heute keine Gruppe mitnehmen durften, lassen wir es uns heute mal schmecken. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.